Haben ihr gestern genau so ausgesehen? Dann sind wir da goldrichtig. Weil das Mal haben wir unser Versprechen eingehalten und sind wieder zurück mit Kater zum Morgen. Velofahrer. Gibt es etwas Schlimmeres? Jeden Morgen, wenn ich mit meinem Lambo losfahre, um zu arbeiten, kommen die scheiß Studenten mit ihren Velos. Du bist doch auch Student, Wille. Ja, aber kein Velofahrer. Was regen die dir denn so auf? Die sind ja gut für die Umwelt und machen niemandem etwas zu leid. Ja, das kann schon sein, aber mich stört mehr so das Verhalten. Sie fahren immer über Rot oder den Arm nicht ausstrecken, wenn sie rechts oder links fahren. Und das alles ohne Helm. Lebensgefährlich. Ich check einfach noch nicht ganz, was dein Punkt ist, Wille. Ja, zu dem komme ich jetzt. Nina fährt Düssel von der SVP. Oder in den grünen Kreisen, Nina fährt Diesel. Hat nämlich eine Motion lanciert. Und die schlägt vor, dass Velofahrer genauso wie Autofahrer auch etwas abgeben müssen, um unsere Straßen zu finanzieren. Und was hat das Ganze mit dem Kater zum Morgen zu tun? Ja, der Vorschlag ist gut, aber es gibt Verbesserungspotenzial. Ich meine, auf der Straße bewegen sich 100 andere Sachen. Zum Beispiel Rentner mit Rollatoren oder zum Beispiel Röss, und die schießen ja sowieso auf der Straße. Aber es gibt eine Gruppe, die vergessen geht. Das Fußvolk. Die laufen überall auf der Straße und jedes Mal muss man mit dem Auto anhalten, dass sie nicht überfahren werden. Deshalb jetzt der offizielle Vorschlag von Kater zum Morgen. Trottoir-Vignette. Gleich wie die Autobahn-Vignette, einfach nur zum Rauslaufen. Nur so ist es fair. Man muss das machen. In der Schule können die Leute Plastik und Styropor nicht von Papier unterscheiden. Darum hat die Gemeinde jetzt entschieden, sie Kameras installieren bei den Müllhäuschen. Sie wollen nämlich die Müllsünder zum Verwischen. Und unser Rechercheteam hat exklusives Footage gesammelt. Schauen wir doch kurz rein. Das ist von letzter Woche. Alter. Ja, hoffentlich werden die Müllsünder verwünscht. Und wenn ihr nicht verwünscht werden wollt, hört gut zu. Wir haben nämlich einen Mülltrennungsexpert eingeladen. Den Jannik Faulich. Expertencheck mit Jene. Jannik! Let's go! Recycling! Ciao zusammen. Hoi. Moin. Hey, die zwei im Video, totale Amateure, oder? Die haben keine Ahnung von ihrem Fach. Nicht. Also, wenn ihr so etwas entsorgen wollt, da gibt es einiges zu beachten, weil da kannst du noch ziemlich etwas rausholen. Klar soweit? Gut, also fangen wir oben an. Die älteren Personen immer ins Maul schauen. Die könnten noch Goldzähne drin haben. Rausnehmen, wenn es hat. Und einschmelzen, verhökern. So machst du Killen. Wenn es normale Kronen sind, einfach ins Altmetall, die sind nichts wert. Gut, dann Glasaugen. Extensions, so Zeug, ist gesucht auf dem Schwarzmarkt. Da machst du auch gut Geld. Dann gehen wir weiter. Das Zeug muss kleiner werden. Wenn so ein Licht, das fällt einfach auf, wenn du die ganze entsorgst. Ist klar, oder? Das muss kleiner werden. Dann, bevor wir das einpacken, immer noch schnell ein Foto machen von denen da, weil auf der richtigen Webseite zahlen die Leute ein Vermögen für so ein Foto. Ist klar? Gut. Also, dann ist zwar nicht so super für den CO2-Ausstoß, aber wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze dann verbrennen. Dann kommen da die guten Gelenke führen. Die künstlichen. Aber einfach immer schauen, Titan. Keramik könnt ihr nicht mehr brauchen, ist nichts wert. Die Ärzte sind hure heikel geworden dadurch, also darum Titan. Ist gut, klar soweit? Ja, ist perfekt. Das wäre es eigentlich von mir. Merci, ciao zusammen. Danke dir. Tschüss. Ciao. Hey Wille, schau mal. Ja. Barrierefreier Bahnhof in Tronn eröffnet. Hey, also, so sinnvoll tönt das jetzt nicht. Wie wissen denn die Autofahrer, wenn sie durchfahren können? Also, ich check's auch nicht, Barrieren sind doch ultra wichtig. Das ist doch gefährlich, wenn du die einfach wegnimmst. Also, nach einem Upgrade tönt das nicht. Da steht auch etwas von einer längeren Bauphase. Für was denn lang? Die einfach Barrieren wegnehmen. Also, ich check's gar nicht. Ich check's auch nicht. Komm, gehen wir weiter. Das ist doch einfach beschränkt, wirklich. Ich sehe den Sinn nicht. Bündnerinnen und Bündner sind Spitzenreiter, wenn es darum geht, ihr Studium abzubrechen. Was schiessest du wieder gegen uns Bündner? Ja, was soll ich machen, wenn das so in der Zeitung steht? Also gut,
Lassen wir das doch vom Phil Taylor untersuchen. Bündnerinnen und Bündner sind Experten, wenn es darum geht, ihr Studium abzubrechen. Das hat eine Studie vom Bund herausgefunden. Aber wieso ist das eigentlich so? Wir sind jetzt da an der Fachhochschule Graubünden, um genau das herauszufinden. Kann man arbeiten? Das ist schwierig. Was meinst du, wieso brechen die Bündnerinnen und Bündner das Studium mehr ab als andere Schweizer? Das weiß ich nicht so genau. Sind Besseres zu tun als studieren vielleicht? Der hohe Marihuana-Konsum kommt mir jetzt da als erstes in den Kopf, der da mitspielen könnte. Bist du Bündnerin? Ja. Habt ihr kein Durchhaltevermögen, würdest du behaupten? Vielleicht passt uns das Studium ein bisschen, wo wir drin sind. Vielleicht tun die Bündner einfach lieber arbeiten als studieren. Weißt? Gehen gerne an die Hand, packen es gerne an. Wir hatten einen, der abgebrochen hat. Der Joel hat abgebrochen, aber warum? Er ist Bündner, ja. Also wenn ich auf mein erstes Semester zurückschaue, wo ich in einer Vierergruppe gearbeitet habe und am Schluss der Einzige war in dieser Gruppe, die noch studiert hat, weil der Rest abgebrochen hat, glaube ich bin der Grund. Schon ein bisschen. Habt ihr schon mal überlegt, das Studium abzubrechen? Nein, ehrlich gesagt nicht, nein. Ja, den Gedanken hatte ich auch schon gehabt. Bis jetzt nicht. Wieso? Es gefällt mir eigentlich recht. Auch deine Klasse? Mir gibt es das Beste und wir versuchen natürlich immer mit allen auszukommen. Hast du einen Unterschied gemerkt zwischen wie Leute sind aus dem Bündnerland versus Leute aus anderen Teilen der Schweiz? Ich persönlich verstehe sie am besten. Es ist friedlicher hier. Es ist sehr friedlich. Ich glaube, sie sind ein bisschen direkter. Nee, eigentlich nicht. Bei euch in der Klasse hat ja jemand abgebrochen. Aus welchem Kanton ist die Person? Das weiß ich leider nicht. Das ist aus dem Bündnerland. Wir haben die Regeln also können bestätigen, aber nicht herausfinden, wieso das Bündner in das Studium abbrechen. Zurück ins Studio. Danke vielmals, Phil Taylor, für deinen Einsatz. Wir machen weiter mit dem romanischen Wort vom Tag. Das heutige Wort. Darf ich dich unterbrechen? Ich habe letzte Woche etwas gehört im Weltstörf und ich würde das gerne vortragen. Kannst du probieren, ja? Okay. Also eins. Barriere heisst Barriera. Ja, ist jetzt ein bisschen stärker gewesen. Du musst ein bisschen aufpassen. Du musst es wirklich enthusiastisch in die Kamera sagen, sonst wird es rumänisch und nicht romanisch. Ah, okay. Zeig mal. Ich mache es einfach nochmal und dann kannst du es vielleicht nächstes Mal. Ja. Also, Barriere heisst Barriera. So ist es romanisch. Ja, jetzt habe ich den Unterschied gesehen. Also, das war es eigentlich schon für diese Woche Kater zum Morgen. Wir sehen uns wieder in 2 Wochen. Ciao zusammen. Moin.